Stoenheit vu Bresel aus dem Europaparlament. Di gesidet vielleicht das bisschen wie rouisch haut, weil das Europaparlament geht löser an Sommerpaus. Wir werden aber weiterhin Ball bleiben an ihr du weiter informieren, was wir zu Bresel alles so schaffen. Dat echt half Joer as River, Herr Görenz, wat sind markant Evenementer vom echten Hallejahr? Also du es vieles ging aufhängen am Ukraine-Krieg, den immer größten Impact hat auf die europäische Politik. Die Ukraine hat versprochen, der NATO können beitreten zu einem späteren Zeitpunkt, bis dahin wird es Sicherheitsgarantien kriegen. Zusammen habe ich mit der Ukraine lebt. Wir machen noch alles für das ein normales Leben möglich gemäht wird. Dafür ist schon ein paar die Infrastrukturen drin aufgebaut. Die Europäische Union lässt dadurch etwas kosten. Wir haben für au titre von der Aide makrofinanziaire 80 Milliarden zur Breitgestaltung in das Jahr exekutiert. Und dann natürlich muss Garantien kommen, für das auch Akteure wie die Europäische Investitionsbank können auf den Plan treten, dass sie Privatkapital mobilisieren, für dem Land dort zu helfen, das nicht an Deklan kennt, aber dass auch in der Bevölkerung eine gewisse Aufbruchstimmung abkennt. Darüber hinaus haben wir die normale Legislativverfahren, die jetzt an sich schon, sie selber Rapporte, über Co-Rapporte viel mehr über das Gesetz am Zusammenhang mit der Finanzierung von europäischen Parteien. Da das wichtig, weil drei auch darum geht, für Parteien, die EU-Parteien nachstehen, an die außerhalb von der EU situieren, dass die können schlöserlos mit Prozess beteiligen. Reflexionsprozess, wir haben da Schwierigkeiten beim Conseil, wir hoffen, dass wir die können überwinden. Wir haben nach rund 7-8 Monaten oder Vakanzzeit für die Arbeit zu machen. Dann du hast eine Dreierkonferenz am Gang zwischen der Kommission, dem Parlament und dem Conseil. Wir haben ein paar die Konzessionen gemacht, und wir hoffen auch, dass der Conseil das honoriert, dass wir können am ganzen Demokratie-Package kommen. Die so 7-8 Monate bis zur Wahlen, wenn Sommerpause rüber ist. Das heißt, da ist also nicht fertig im Europaparlament. Was steht noch ein bisschen an? Was kann alles ein bisschen... Beim Budget wir haben die Revue à mi-terme oder das Midterm-Review, wie das hier im Fachjargon heißt, über das Instrument von der Finanzierung von der europäischen Außenpolitik. Ich bin noch da, Co-Rapporteur. Das ist eine Revision, die ist wichtig. Wir wissen ja, dass wenn wir nächsten Januar neue Türen fängt, dass wir den 31. Dezember eine ganze Party unvorhergesehen ist, über diese Google-Los haben. So war es doch einmal. Wir hatten für ein 4 Jahre, wenn wir die neue pluriannuelle finanzielle Planung adoptiert haben, den Multi-Financial Framework, wie wir das hier im Fachjargon nennen, dass wir dann auch nicht damit gerechnet haben, dass wir eine Covid-Krise kriegen, dass wir eine massive Inflation kriegen. Also ein Teil können wir vorausgehen, einen anderen Teil da muss man Flexibilität setzen, da ist das Instrument dagegen, dass wir können reagieren. Das ist der Freifehler von einem zweiten Plan de Relance zu schwätzen. Ich will da auch nicht für viel auf ausschließen, wenn wir, und das scheint mir enorm wichtig zu sein, wenn wir im Moment an der Europäischen Union Kohäsion haben, hat das wohl mit einem gemeinsamen Feind zu den Jahren, wir können von einem gemeinsamen Feind schwätzen, Russland, hat auch damit zu tun, dass wir durch den Plan de Relance, den wir für 3 Jahre adoptiert haben, an den rund 100 Milliarden Gelder in die europäischen Mitgliedstaaten drainiert, dass wir da fertig bringen, dass Italien trotz einer extremer Regierung das Spiel noch immer mitspielt, dass Ungarn trotz den Alleingängen und trotz dem konsequenten Weg hin zur Demokratie, den Orban kann alles erlauben, dasselbe gilt für Polen, solange wie wir budgetär Antworten können liefern, manchmal muss man es nicht zu viel auf extrem politische Situationen erstellen. Das scheint mir wesentlich zu sein, an eng von Lehren zu sehen, die man müssen aus der aktuellen Politik ziehen, dass wir wollen Stabilität im europäischen Kontinent behalten. Schon Joschka Fischer gestorben auf der Television, die gesagt hat, Europa geht immer mehr von außen bedroht gehen. Da sollen wir die Mittel, die sich bewährt haben, auch führen. An dieser politischen Geschirrkirche reservieren. Ich gesehen, es sind also noch wichtige Punkte bis zum Schluss von der Legislaturperiode Ordre du Jour.
Das ist auch wichtig, dass man das führende Wahlen der Leute gewiesen wird, dass die EU aktiv gegen die großen Herausforderungen erhält und das eben am budgetär so. Herr Görens, ich schon mal merci. Häufig, du doch ganz kurz erwähnt, für Parteien, darauf werden wir bei der nächsten Emission zurückkommen. Ich aber nochmal vielmals merci für das Nachgucken und wir sehen uns dann an einer Woche zurück. Adi.